Freitag, 25. Dezember 2020, 12:22 Uhr. Herzlich willkommen bei uns im Studio bei den Kleugärtner in Alfdorf. Da haben wir das Studio ausgeliehen gekriegt. Neue Hitparade steht an. Wie gesagt, die Leute sind alle Corona-testet, deswegen dürfen die Reihe. Die Künstler, die heute fehlen, die müssen daheim bleiben, weil das war in der Schnelle der Zeit nicht möglich. Aber wir haben Filme eingespielt und Bilder, aber man muss es ein bisschen schneiden, weil es ist natürlich so, dass die Künstler damit erweisen sein konnten. Aber jetzt, hier sind wir bei der Hitparade, da haben wir unten links seht ihr gleich, da ist ein Sack. Und was ist in dem Sack drin? Das verrate ich, das sind keine Weihnachtsgeschenke, ist geil wahr. Jetzt gucke ich mal nach und jetzt seht ihr es selber. Das sind alle Strafzettel, die habe ich gekriegt auf der Fahrt nach Alfdorf. Dann habe ich zum Beispiel einen, schnell gefahren, 180 €. Das ist eine Sauerei, ich würde sagen, wir können das alles in den Kuttereimer rein. Ernstlich, nimm das Säckle, tu es raus, schmeiß in den Kuttereimer und wir fangen gleich an. Guck ganz genau. Wir haben da starten wir ins rote Liebe, sollst du küssen? Bitte. Rote Lippen müssen nippen, denn zum Nippen sind sie da. Rote Lippen sind dem Fläschle immer zu ganz nah. Ich habe sie gesehen und ich hab mir gedacht, ihr Gestirn wird jetzt gesoffen und wenn's geht, die ganze Nacht. So, das hat ja geheißen, rote Lippen sollen nippen. Was weiß ich nicht, den Scheißdreck, ihr kennt mich bald mal. Ich habe 1 Million im Lotto gewonnen und dann werde ich sowieso bald aufhören. So, jetzt kommen wir zur Startnummer 2. Ein Riesenhit gewesen, ist immer noch. Willi Klein, der Fernsehmann, der hat den Bogen raus. Wo immer was nicht funktioniert, kommt er sofort ins Haus. Willi Klein, der Fernsehmann, ist Tag und Nacht bereit. Und wenn er anderen helfen kann, ist ihm kein Weg zu weit. Schwend ein bisschen mein Web, du hättest du noch am Edeka was zum Essen mitbringen. Weißt du, wir euch so nach dem Geschäft nicht. Okay, wir machen weiter. Henk Häberle, der Mann des Tages, ich werd Schwäbisch. Weil ich werd Schwäbisch und darauf, da bin ich stolz. Denn jeder weiß, wir Schwaben sind aus dem allerbesten Holz. Ja, ich werd Schwäbisch und mit mir bald das ganze Land. Denn von Rostock bis nach Passau sind wir als Nummer 1 bekannt. Und das war einer, den ich persönlich gut kennt habe, Henk Häberle, von dem kriege ich heute noch 5 Mark. So, der nächste Titel steht da, Hackevoll durch die Nacht. Viel Spaß. Wir stehen an der Theke und wir trinken ein Bier. Das ist auch heute Abend nicht das letzte hier. Oh, 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 oh. An Fasching richtig feiern, ja, das ist wunderschön. Es ist noch viel zu früh und schon nach Hause zu gehen. Oh, 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 oh. Schnell noch in die Sektbar rein, trinken noch 3 Hühnchen fein. Cuba Libre ist der Hit, den nehm ich noch mit. Hackevoll durch die Nacht, bis der neue Tag erwacht. Start Nummer 4, Hackevoll durch die Nacht. Ein wunderschöner Titel. Kommen wir zur Geschichte, die jetzt der Gesangsverein Grübingen singen wird. Und wir haben da der Vorsitzende eingeladen. Das ist der, wo den Verein eigentlich gegründet hat. Ich zeige Ihnen mal geschwind den Arm nach links oben und mir freut uns so brutal, dass er da ist. Es ist kein geringerer wie Max Scheifele. Herzlich willkommen, Max Scheifele vom Gesangsverein Grübingen. Da oben hockt er und glotzt jetzt zu uns runter. War beim Friseur extra für die Sendung. Ein wahnsinns toller Typ, wie gesagt. Jetzt kommt der nächste Titel. Gesangsverein Grübingen mit ihrem super Welthit Clara, bitte! Clara, du bist so sexy mit deinen Haaren, krumme Fiers. Clara, du der Rockrat, sonst verdammt du mir viel. Das war einer
gut kennt haben, Henk Eberleften im Krieg. Backstopp mit der Nummer 6. Billy, 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 Billy. Hackevoll und Nacht für Spaß. Soweit die Nummer 6. Wir freuen uns, dass die auch mal wieder da gewesen sind. Und zwar die Gruppe Backstopp. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast da, der eigentlich nie Zeit hat. Heute hat er mal Zeit gehabt. Es ist niemand anders, ihr kennt ihn alle. Der Präsident der Schwäbischen Schnapsvereinigung, Peter Trinkle. Peter, grüß dich, dass du auch mal wieder bei mir bist, das freut mich allgemein. Ein ganz schüchterner Kerl, aber er ist wieder da. Wir machen gleich wieder mit der Startnummer 7. Und was heißt der Titel? Über 7 Kneipen musst du gehen, bitte! Über 7 Kneipen musst du gehen, 7 dunkle Weizen überstehen, 7-mal wirst du besoffen sein, aber einmal darf's auch hell sein. Soweit Start Nummer 7. Und jetzt sage ich, dass mir das Anziegle und das Wäschle und die Krawatte letzte Woche beim Kick gekauft haben. Hervorragend günstig. Übrigens, jetzt kommt Platz Nummer 8, und zwar Ahmed mit dem Telefonausschuss. Egal ob du hast O2 oder Vodafone, vielleicht auch du bist Kunde bei die Deutsche Telekom. Ganz egal, jede Netz schließe ich an, korrekt auch bei Elis. Bei uns in die Türkei alles anders ist. Mit einem Draht an Kabel, du bist super angeschließt. Keiner merkt, wenn du nix bezahlst, auch nix bei Elis. Das war Start Nummer 8. Wie ich finde, ein ganz toller Titel. Und zwar die Geschichte über Alice. Kommen wir jetzt zu Start Nummer 9. Ein Titel, der Geschichte schreiben wird. Hier sind die B-Migos und in meiner Hose wohnt ein Ildis. Bitteschön. Und ich sag, in meiner Hose wohnt ein Ildis. Ich hab ihn lang nicht mehr gesehen. Doch manchmal höre ich ihn knabbern und mir auf die Eier gehen. Soweit der 9. Platz. Die B-Migos mit ihrem tollen Song In meiner Hose wohnt ein Ildis. So, und wir machen weiter und wir haben auch Gäste dabei. Wir begrüßen ganz herzlich von den Kleugärtner von Alfdorf begrüßen wir Bernhard Weber und Ernst Most. Danke Ernst. Da wären wir auch schon wieder beinahe beim nächsten Titel. Und was soll ich sagen, es geht schon weiter. Es heißt Himbeergeist zum Frühstück. Prost, hätte ich da sagen. Bitte. Himbeergeist zum Frühstück, Ratten voll im Fahrstuhl. Du und ich, wir waren absolut zerpflückt. Mit einem Gesicht, das nur eine Mutter lieben kann. Himbeergeist zum Frühstück. Man muss es ja nicht verstehen. Wir haben den nächsten Titel in Vorbereitung. Ich habe mich 1000-mal gewogen. Die zwei haben abgenommen. Deswegen kann es nur noch besser gehen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Ich hab mich 1000-mal gewogen, ich machte 1000-mal Diät. Ich hab mir's im Fass reingezogen, man hat mir Pillen angedreht. Wenn Ihre Weihnachten alle so viel gefressen haben, dann passt der Titel natürlich ganz gut. Ich lade schon mal Nummer an meine Tafel, weil ich kann mir eh nicht morgen. Aber einen Song habe ich noch, jetzt! Verdammt, ich impf mich mich nicht. Verdammt, ich trau mich nicht. Verdammt, ich frag mich nicht, wohin soll das noch alles führen? So, und das wär's mal wieder gewesen mit der deutschen Hitparade. Dankeschön und der Kleingartenfrei nach Alfdorf. Ich gehe jetzt in die Kantine. Da gibt's halt leckere Sachen. Zum Beispiel Linse mit Spätzle, Leberkäse mit Fleischsalat, Fleischküchle, Kartoffelbrei und nicht zum Vergessen wunderbare Linse mit Spätzle.
Und wie immer war das eine Sendung vom Zwetschgedatschi Fernseh.